Hallo liebe Kinder, hier ist wieder der Klaus-Peter mit der Kinderfunklesung Der Floh im Ohr. Ich sehe den jetzt gar nicht, der sitzt da wohl noch ganz tief drin. Ja, ich hoffe, dass es dir gut geht. Mir geht es auch gut. Und heute lesen wir wieder aus dem kleinen Prinzen. Pumpeline stellt das schon mal vor. Das ist der kleine Prinz, das Buch dazu, woraus Klaus-Peter immer liest. Wuffi ist auch da. Ja, ich bin auch wieder da. Klaus-Peter muss sich das ja immer fotokopieren, damit das schön groß ist. Der ist ja schon so alt, der kann das sonst nicht lesen. Was sagst du da? Wuffi. Bin ich aber fast ein bisschen beleidigt. Naja, aber recht haben die beiden ja. Soll ich mal anfangen? So, Pumpeline, du gehst jetzt bitte wieder hier hin. Ach Gott, die sind auch da. Ach, die Ente. Nein, was ist hier wieder für ein Theater? Man denkt ja, man wäre im Zirkus. Ja, ist gut. Das ist doch keine Quatschsendung hier. So, die Brille, damit ich besser sehen kann. Wuffi, wo willst du schon wieder hin? Ich will auch mal ins Fernsehen. Guck mal, das ist Wuffi. Wuff. So, komm mal schnell wieder zurück. So, okay. Ja, das will wohl heute nicht klappen hier mit Wuffi. Der kleine Prinz ist jetzt weitergereist. Der hatte ja also ganz wunderbare Erlebnisse mit dem Fuchs gehabt. Der hat ihm ja ganz schöne Dinge gesagt, die ja so richtige Lebensweisheiten, die ja jeder von uns ja auch für sich beherzigen kann. Diesmal trifft er auf der Erde, auf dem Planeten Erde, einen Weichensteller. Und davon erzählt er jetzt dem Mann, der ja mit seinem Flugzeug eine Notlandung hatte und das Flugzeug reparieren muss. Und dem erzählt ja der kleine Prinz jetzt, was er alles schon erlebt hat. Guten Tag, sagte der kleine Prinz. Guten Tag, sagte der Weichensteller. Was machst du da? Sagte der kleine Prinz. Ich sortiere die Reisenden nach Tausender-Paketen, sagte der Weichensteller. Ich schicke die Züge, die sie fortbringen, mal nach rechts, mal nach links. Und ein lichter, funkelnder Schnellzug, grollend wie ein Donner, machte das Weichenstellerhäuschen erzittern. Sie haben es sehr eilig, sagte der kleine Prinz. Wohin wollen Sie? Der Mann von der Lokomotive weiß es selbst nicht, sagte der Weichensteller. Und ein zweiter, blitzender Schnellzug donnerte vorbei in entgegengesetzter Richtung. Sie kommen schon zurück? Fragte der kleine Prinz. Das sind nicht die gleichen, sagte der Weichensteller. Das wechselt. Waren Sie nicht zufrieden dort, wo Sie waren? Man ist nie zufrieden dort, wo man ist, sagte der Weichensteller, und es rollte der Donner eines dritten, funkelnden Schnellzuges vorbei. Verfolgen diese die ersten Reisenden? Fragte der kleine Prinz. Sie verfolgen gar nichts, sagte der Weichensteller. Sie schlafen da drin oder sie gähnen auch. Nur die Kinder drücken ihre Nasen gegen die Fensterscheiben. Nur die Kinder wissen, wohin sie wollen, sagte der kleine Prinz. Sie wenden ihre Zeit an eine Puppe aus Stofffetzen und die Puppe wird ihnen sehr wertvoll und wenn man sie ihnen wegnimmt, weinen sie. Sie haben es gut, sagte der Weichensteller. Guten Tag, sagte der kleine Prinz. Guten Tag, sagte der Händler. Er handelte mit höchst wirksamen, durststillenden Pillen. Man schluckt jede Woche eine und spürt überhaupt kein Bedürfnis mehr zu trinken. Warum verkaufst du das? Sagte der kleine Prinz. Das ist eine große Zeitersparnis, sagte der Händler. Die Sachverständigen haben Berechnung angestellt. Man erspart 53 Minuten in der Woche. Und was macht man mit diesen 53 Minuten?
Man macht damit, was man will. Wenn ich 53 Minuten übrig hätte, sagte der kleine Prinz, würde ich ganz gemächlich zu einem Brunnen laufen. Ja, es war am 8. Tag nach meiner Panne in der Wüste und ich hörte gerade die Geschichte vom Pillenverkäufer, als ich den letzten Tropfen meines Wasservorrats trank. »Ach«, sagte ich zum kleinen Prinzen, »deine Erinnerungen sind ganz hübsch, aber ich habe mein Flugzeug noch nicht repariert, habe nichts mehr zu trinken und wäre glücklich, wenn auch ich ganz gemächlich zu einem Brunnen gehen könnte.« »Mein Freund der Fuchs«, sagte er, »mein kleines Kerlchen, es handelt sich nicht mehr um den Fuchs.« »Warum?« »Weil man vor Durst sterben wird.« Er verstand meinen Einwand nicht. Er antwortete, »Es ist gut, einen Freund gehabt zu haben, selbst wenn man sterben muss. Ich bin froh, dass ich einen Fuchs zum Freund hatte.« Er ermisst die Gefahr nicht, sagte ich mir. Er hat nie Hunger, nie Durst. Ein bisschen Sonne genügt ihm. Aber er sah mich an und antwortete auf meine Gedanken. Ich habe auch Durst. Suchen wir einen Brunnen. Ich machte eine Gebärde der Hoffnungslosigkeit. Es ist sinnlos, auf gut Glück in der Endlosigkeit der Wüste einen Brunnen zu suchen. Dennoch machten wir uns auf den Weg. Als wir stundenlang schweigend dahingezogen waren, brach die Nacht herein und die Sterne begannen zu leuchten. Ich sah sie wie im Traum. Ich hatte ein wenig Fieber vor Durst. Die Worte des kleinen Prinzen tanzten durch mein Bewusstsein. »Du hast also auch Durst?« fragte ich ihn. Er antwortete nicht auf meine Frage. Er sagte einfach, »Wasser kann auch ganz gut sein für das Herz.« Ich verstand seine Worte nicht, aber ich schwieg. Ich wusste gut, dass man ihn nicht fragen durfte. Er war müde. Er setzte sich. Ich setzte mich neben ihn. Und nach einem Schweigen sagte er noch, »Die Sterne sind schön, weil sie an eine Blume erinnern, die man nicht sieht.« Ich antwortete, »Gewiss«, und betrachtete schweigend die Falten des Sandes unter dem Monde. »Die Wüste ist schön«, fügte er hinzu. Und das war wahr. Ich habe die Wüste immer geliebt. Man setzt sich auf eine Sanddüne, man sieht nichts, man hört nichts, und währenddessen strahlt etwas in der Stille. »Es macht die Wüste schön«, sagte der kleine Prinz, dass sie irgendwo einen Brunnen birgt. Ich war überrascht, dieses geheimnisvolle Leuchten des Sandes plötzlich zu verstehen. Als ich ein kleiner Knabe war, wohnte ich in einem alten Haus und die Sage erzählte, dass darin ein Schatz versteckt sei. Gewiss, es hat ihn nie jemand zu entdecken vermocht. Vielleicht hat ihn auch nie jemand gesucht, aber er verzauberte dieses ganze Haus. Mein Haus barg ein Geheimnis auf dem Grunde seines Herzens. »Ja«, sagte ich zum kleinen Prinzen, »ob es sich um das Haus, um die Sterne oder um die Wüste handelt, was ihre Schönheit ausmacht, ist unsichtbar.« »Ich bin froh«, sagte er, »dass du mit meinem Fuchs übereinstimmst.« Da der kleine Prinz einschlief, nahm ich ihn in meine Arme und machte mich wieder auf den Weg. Ich war bewegt. Mir war, als trüge ich ein zerbrechliches Kleinod. Es schien mir sogar, als gäbe es nichts Zerbrechlicheres auf der Erde. Ich betrachtete im Mondlicht diese blasse Stirn, diese geschlossenen Augen, diese im Winde zitternde Haarsträhne, und ich sagte mir, was ich da sehe, ist nur eine Hülle.
Das Eigentliche ist unsichtbar. Da seine halb geöffneten Lippen ein halbes Lächeln andeuteten, sagte ich mir auch, was mich an diesem kleinen, eingeschlafenen Prinzen so sehr rührt, ist seine Treue zu einer Blume, ist das Bild einer Rose, das ihn durchstrahlt wie die Flamme einer Lampe, selbst wenn er schläft. Und er kam mir noch zerbrechlicher vor als bisher. Man muss die Lampen sorgsam schützen. Ein Windstoß kann sie zum Verlöschen bringen. Und während ich so weiterging, entdeckte ich bei Tagesanbruch den Brunnen. Ja, liebe Kinder, damit beenden wir die heutige Lesung. Liebe großen Leute, ich setze die Brille wieder ab. Und ja, ich hoffe, es hat dir gefallen, dass eben das Telefon geklingelt hat. Das bitte ich zu entschuldigen, aber ich lese ja hier aus unserem Wohnzimmer und da kommt sowas schon mal vor. Da ist man nicht drauf vorbereitet. Ja, und mich hat auch ein bisschen abgelenkt, dass das Gerät, wo die Kamera draufsteht, anfängt zu blinken. Ich glaube, ich muss das Gerät laden. Ja, es blinkt nämlich immer. Das macht mich so ein bisschen unsicher. Aber nun haben wir es ja geschafft. Wir haben ja unsere kleine Lesung zu Ende gebracht. Jetzt wünschen wir dir, Wuffi und Pumpeldine und all die anderen, die da hinten sitzen, einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht, einen guten Morgen, nochmal einen guten Tag und so weiter und so weiter. Ja, lass es dir gut gehen und wir hören und sehen uns übermorgen wieder. Bis dahin, alles Liebe und pass auf dich auf, bleib gesund und alles Gute. Tschüss.